남을링의 사물로리아 공감사의 섬주셔이 Erst einmal herzliches Willkommen an alle hier. Heute ist der Vollmond des letzten Monats, war der des und jetzt ist der Tag, an dem hier das Erinnern daran stattfinden kann, wo das Kammerbarang deutsches Gesicht in dem Vollmond erschienen ist. Und ich dachte, dass ich deshalb ein bisschen darüber sprechen möchte, über sein Leben und seine Befreiungsgeschichte. Und zum einen war da keine Zeit neulich gewesen und zum anderen war das derselbe Tag mit dem Parinirvana des Gampopa, der wiederum auch als der Kronjuwel der Kagyu-Überlieferungslinie gilt. Und ich dachte, dass es deshalb wichtig wäre, eine kurze Einführung in dessen seine Lebensgeschichte zu geben. So habe ich es verschoben bis auf den heutigen Tag. Und heute ist auch hier das Herbstfestival der chinesischen Tradition und gleichzeitig ist das hier der Tag, an dem wir nehmen können dafür, weil es ein Vollmond ist, für das Erinnern dessen, dass sein Gesicht in diesem Vollmond erschienen ist, weil heute auch ein Vollmond ist. Und ich dachte, ich gebe an dieser Stelle eine Einführung in die Lebensgeschichte von Rangjung Dorje. Von all den verschiedenen Inkarnationen des Kammerbais, der Kammerbarang Dorje, unter jenen, die mit der größten Aktivität, er hat die gesamte Sutras und Tantras lernen können, der früheren Tradition und der neuen Mantra-Übersetzung und er hat hier die verschiedenen kleineren und größeren Bereiche des Wissens, alle von Gurus wie Ketop Ojimpa, Nini Genbum und so weiter, Nini Dowa, Kunga Sambo und so weiter. Er hat von Khenpo Sangdom, Shakya Shunu und Djagom, Yeshe und Terding Sho, Gelselekpa und so weiter Belehrungen empfangen. Und es heißt, dass er unter denjenigen ist, die Sutras und Tantras, die alten und neuen und so weiter und die kleineren und größeren Wissensgebiete in Tibet so weit gekannt hat, dass niemand anders war zu jener Zeit, der so viel wusste, und es gab kein Feld des Wissens, das nicht er auch gelernt hatte. Insofern kann man sagen, dass er der Kammerpa mit dem größten Wissen war. Und sein Einfluss war nicht nur in der Kammerkansan-Tradition, sondern auch überhaupt in allen Schulen des Buddhismus und dem tibetischen Lernen und Studieren ganz allgemein war es so, dass er den größten Einfluss hatte auf die Nyingma-Linie, auf Shiji und auf das, was hier das Annähern und das Erfüllen der 3 Arten von Vajras genannt ist und so weiter. Er ist dem Königin Dolpopa vorausgegangen in der Art und Weise, wie er die Shentong-Sichtweise betont hat und eingeführt hat, und er ist zugleich derjenige, der mit der Lehrrichtung der Buddha-Natur, Darlegung und so weiter in Tibet einen Einzug gehalten hat. Er hat auch ein Kompendium zur Astrologie geschrieben, eines der ersten Texte zum astrologischen Studium des Kala-Chakra überhaupt, und er hat einen starken Einfluss auf die tibetische Astrologie gehabt. Er hat soweit auch dann den Ozean der Namen aller Heilmittel geschrieben, in dem 830 Heilmittel und so weiter mit ihren verschiedenen Wirksamkeiten aufgezählt sind. Und das war eines der größten, umfangreichsten Medizintexte in dieser Zeit. Und er hat zu dieser Zeit in Tibet und viele andere spätere, die gelehrt waren in der tibetischen Heilkunde, haben dies als eine wichtige Quelle angesehen, und in vielen großen Herbarien werden seine Arten von Heilmitteln darin aufgezählt. So hat er die tibetische Medizin in einem großen Maße beeinflusst, und außerdem hat er dann des Acharyas Ashwagova 34 Jataka-Erzählungen des Buddhas früheren Leben dann ergänzt, sodass es 100 Jataka-Geschichten wurden, und ist einer der größten Dichter der in der Zeit in Tibet gewesen, die Literatur auch und so weiter sehr umfangreich beeinflusst hat. In diesem Sinne war er derjenigen, auch in Begriffen des Übung und so weiter, hat er viele Plätze in allen Bereichen Tibets dort bereist und hat dort
seine Klausuren gehalten. Er hat seine Klöster in einer besonderen Art gestaltet, die anderen Klöster nicht anderen unähnlich sind, weil sie nämlich hauptsächlich einfach ein Platz der für auch eine Klausur darstellen. Er hat viele Schüler, die die höchsten Stufen der Erfahrungen, der Erkenntnis erlangt haben, 8 große solche, die Erkenntnis erlangt haben, seine Schüler. Und deswegen ist das vielleicht seine größte Art von dem, was er hinterlassen hat. Und viele Geschichten gibt es darüber aus dieser Zeit. Ich kann da gar nicht genug davon erzählen. Jetzt hier, ich werde darüber sprechen, vielleicht in einem nächsten Jahr, wenn wiederum diese Zeit kommt, sich an das Gesicht sein, das in Mond erschienen ist und so weiter, daran zu erinnern. Ich werde deshalb hier, könnte man sagen, dass der Herr des Dharma Rangchen Dorje als einer der ersten Tulkus in dem Land von Tibet gegolten hat und seine Taten und seine Aktivitäten. Und ich denke, ist eines der besten Beispiele dafür, für jemanden, den man einen Tulko zu benennen hat und wie jemand als Tulko auftritt. Und ich möchte deshalb heute einige Worte darüber sagen und zum allererst darüber Geschichten über seinen besonderen, wundersamen Geschichten, die mit seiner Geburt verbunden, seiner früheren Kindheit und dann auch, dass in welchem Sinne er der erste Tulko gewesen ist und dann schließlich, wie sein Gesicht in dem Mondlicht erschienen ist. Und die beiden ersten werde ich gegründet auf die alten Manuskripte des Herrn des Dharmas Lebensgeschichte, Rangzhong Dorjes Lebensgeschichte gründen, bis dahin, wo er nach China gegangen ist. Und diese ist aufgeschrieben worden von seinem direkten Schüler Sherab Rinchen. Ich werde es anhand dessen hier schreiben und dann die dritte Abteilung dann aufgrund anderer verlässlicher Geschichten und Aufschreibung der damaligen Zeit. Ganz allgemein, zweite hier ist der nächste Punkt, den ich besprechen müsste, ist, inwieweit er hier der dritte Halter der schwarzen Krone geworden ist, der zweite Karmapa. Ganz allgemein sagt man, dass der Karmapa der Düsung Khenpa derjenige war, der erste Karmapa, der zweite sei Karmapakshi und der dritte sei Rangzhong Dorje. Aber anders als die späteren Karmapas, Karmapakshi wurde nicht zu dem Zeitpunkt angesehen als der Nirmanakaya von Düsung Khenpa oder seine Wiedergeburt, in dem Sinne, dass er erkannt und dann intronisiert worden wäre. Diese Tradition gab es zu der Zeit noch nicht. Und so wie auch immer, Karmapakshi hat es selber aber gesagt, dass er des Düsung Khenpas Nirmanakaya oder Wiederverkörperung sei. Er hat es aufgeschrieben in seinem autobiografischen Abhandlungen, in dem er schreibt über die verschiedenen die Erkenntnis der 3 Zeiten und des Zeitlosen und das Vervollständigen der großartigen Kräfte. Und darin schreibt er, in der Herrn Düsung Khenpas Befreiungsgeschichte sagt er, wird die Geburt annehmen in Zentral-Tibet an 7 verschiedenen Plätzen, um dort zu üben, in Lodrak und so weiter, zu dem Nutzen von einem Schüler und wird dann, nachdem er den Dri-Fluss gesehen hat, seine Absicht vollfüllen und er wird den Privatmann oder Hausbewohner Gönpapal dann in den wahren Weg einführen und in 2 oder 3 Lebzeiten. Und so war es dann gleichzeitig damit, dass er in der Lage war, diese 3 Absichten des Herrn des Düsung Khenpa zu erfüllen. Und ich bin selber jetzt bekannt als Karmapa und ich war geboren in diese Linie der Achtsamkeiten, des Gewahrseins der großen Herrscher in dem Dri-Tal, in einem Land reich mit Dharma und so weiter. Es erklärt darin, dass diese Wiedergeburt angenommen hat, in Einklang mit den Voraussagen des Düsung Khenpas letzten Testament, und er beschreibt dasselbe in seiner Autobiografie, dass sie von eines Geistes Strom seien. Er sagt, derselbe, der hier bekannt ist als Düsung Khenpa in der Vergangenheit und der Gegenwart, ist der makellose Dharmakaya Rangzhong Dorje. Das sind verschiedene Worte und verschiedene Zeiten, aber in Wirklichkeit sind sie von ein und derselben Wesenheit. Er sagt also irgendwie, er hat dies an vielen anderen Stellen gesagt, aber ich glaube nicht, dass ich jetzt diese alle sagen kann. Und sein verborgener Name von Karmapakshi war Rangzhong Dorje.
Und es ist auch aufgeschrieben, dass hier in den Befreiungsgeschichten des Karmapakshi, dass hier des Herrn des Dharma, Düsum Khyentse, direkter Schüler, Pomdrakpa, dass er von der Zeit, wo er den Karmapa getroffen hat, dass von der Zeit an, wo Karmapa seinen Guru Pomdrakpa traf, Pomdrakpa hatte damals sehr viele Visionen von ihm als Düsum Khyentse und Karmapakshi hat auch dann darüber hinaus die 3 Sitze, der Klostersitze restauriert, die damals gegründet wurden durch Düsum Khyentse und die Lehre weiter verbreitet, so dass seine Schüler dann ihn als nicht verschieden angesehen haben, mehr als von Düsum Khyentse das selbst. Und seine Schüler und Anhänger haben ihn uneingeschränkt akzeptiert als die Wiederverkörperung in der Manakane des Düsum Khyentse. Und ich glaube, dass es das deshalb auch, weil es noch keine Tradition gab, jemanden zu intronisieren und zu erkennen als einen Tulku. Deswegen, das heißt nicht, dass sie nicht trotzdem auch die Wiederverkörperung der Tulkus sein können. Das ist das Gleiche wie in den Jataka-Geschichten der Buddhas und Bodhisattvas. Niemand hat sie jemals da intronisiert und erkannt, als dass sie die Wiederverkörperung seien. Aber das heißt keinesfalls, dass sie eben diese Wiederverkörperung von Buddhas und Bodhisattvas nicht waren. Und wenn man in der Geschichte der Biografien und so weiter nachschaut, dann war es noch nicht eine weit verbreitete Geschichte, damals den Herrn Düsum Khyentse als Karmapa anzusprechen. In dem sogenannten Fest der Gelehrten und anderen Werken ist darin mehr die Rede und es heißt, dass sie die reine Vision, dass Düsum Khyentse selber eines Tages die reine Vision hatte von Dakinis, die ihn ermächtigten als die Verkörperung und Aktivität aller Buddhas und ihm den Namen Karmapa gaben, diesen Titel, und wir können das auch von seinem verborgenen Namen sehen, der nicht so weit verbreitet war zu dieser Zeit, in diesem und dieser wurde erst dann bekannt zur Zeit des zweiten Karmapa. Aus diesem Grunde ist Karmapakshi auch manchmal genannt mit dem Titel Karmapa und hat sich selber mit dem Titel Karmapa bezeichnet, Karmapakshi, und darüber hinaus ist der Name der verborgene Name der Karmapa ist oft erst mit der nächsten Inkarnation bekannt geworden und dessen Name geworden, wie zum Beispiel bei Karmapakshis verborgener Name war Rangjung Dorje und tatsächlich wurde dann später dieser Name benutzt für den dritten Karmapa Rangjung Dorje, weil Rangjung Dorjes verborgener Name war Rolpe Dorje und so ist allgemein der Name bekannt worden in der 4. Inkarnation und so gibt es viele Beispiele in dieser Richtung. Aus diesen Gründen ist es manchmal etwas verwirrend auch in den Werken, dass man Karmapakshi und Rangjung Dorje miteinander vertauscht. Das liegt einfach daran, dass derselbe Name für die beiden genommen wird und insofern ruft das Verwirrung hervor. Wie auch immer, Karma Chakme schreibt in seinem Leitfaden für den Karma-Gön Kloster, dass es gesagt wird, dass Karmapakshi dann deshalb so als Karmapa bezeichnet wurde, weil er lange in Karma-Gön geblieben ist. Vielleicht ist das auch, zeigt das die Großartigkeit von Karma-Gön. Und der Gründer von Karma-Gön war aber Düsum Khyentse und so, wenn jemand anders dann Karmapa genannt werden sollte, dann wäre es der Düsum Khyentse selber gewesen. Und vielleicht hat einfach auch Karmapakshi viel Zeit in Karma-Gön verbracht, auch aus anderen Gründen. Das muss man weiter untersuchen. Jedenfalls habe ich keinen weiteren Beleg dafür gefunden in den verschiedenen Geschichten von Karma Kamtsang. Und kurz gesagt, dann in der Geschichte verschiedene Details darüber, wie auch der erste, der als Karmapa bekannt wurde, war Karmapakshi. Er war auch gleichzeitig jemand, der den Träger der schwarzen Krone war. Der erste davon war aber Düsum Khyentse. Und wir wissen aus einem Bericht, dass er zuerst wirklich erkannte Tulku Rangjung Dorje war, dann wäre, wenn man also auf wer fragt, wer ist der erste Tulku, dann war es Rangjung Dorje. Und man dann wundert, was für eine Bedeutung hat, wenn das dann dieser Satz überliefert ist, in dem die 3 schwarze Kronen werden hier nach Zopo kommen oder 3 schwarze Hüte. Und
So heißt es auch bei dem Herrn Mikio Dorje, das in seinem Kommentar zu dem Yoga Tantra. Er sagt, zu jenen Zeiten in der Daipo-Kakyu-dan sind da zwei, die ganz unzweifelhaft hier das Auge des Dharmas in Sudra und Tantra erworben haben. Das ist einerseits Rangjung Dorje und es ist Buton. Und der erste Rangjung Dorje ist zugleich der zweite, der den Titel Karmapa trägt, und der dritte, der der Träger der schwarzen Krone ist. Und ich denke, so ist das genau in der Geschichte aufgezeigt. Und in dieser Weise sollten wir darüber sprechen. In einer Hinsicht ist es eine Besonderheit der Karmapas, die die schwarze Krone tragen. Und ich denke, diese Tradition der Tragen der schwarzen Krone begann mit Düsung Khyentse. Düsung Khyentse hat in seinen gesammelten Werken darin einen Text, der heißt Die drei Arten von Verbindung. Und darin ist eine Aufzeichnung eines direkten Schülers von Düsung Khyentse, und darin ist gesagt, bedenke dir, dass da eine runde Mondscheibe über dem Scheitel deines Kopfes, und denke, dass auf dem Kopf auf dieser Mondscheibe dein Hauptlehrer darauf ununterscheidbar von dem Herrn des Dharma Düsung Khyentse sich befindet, mit weißen Haaren und mit schwarzer Krone von der Natur von Licht. In derselben Weise hatten dann Schüler diese Gepflogenheit übernommen, sich Düsung Khyentse vorzustellen als jemand, der eine schwarze Krone trägt. In der gleichen Weise ist es auch in Karma Pakshis Autobiografie, nämlich dem Erkennen der drei Zeiten und des Zeitlosen und den großen Kräften übermittelt. Da heißt es darin, der Herr des Dharma, Düsung Khyentse, war gesegnet damit mit der selbst entstandenen Urbewusstheit, die verkörpert selbst bei Indra Bodhi. Und so ist er in den Augen vieler Schüler so erschienen, als habe er eine unvorstellbar viele Verkörperungen und eine zaubergleiche magische Arten von Erscheinungen, wie die Spiegelungen in Spiegeln. Und so alle waren von derselben Essenz wie von des Brahman Saraham, weil er dessen Essenz war. Deswegen hat er zum Zeichen des sich unvergänglichen, der sich nicht mehr ändernden Natur des Dharmakaya, hat er darin die schwarze Krone getragen mit einem goldenen Schimmer, eine Krone oder ein Hut, der noch nie so weit in der Welt zuvor erschienen war. Die selbst entstandene Urbewusstheit kann nicht verkörpert werden durch andere vielfältige Symbole. Zu dieser Zeit ist also diese Krone aus einem Damast oder aus Seide mit goldenem Schimmer erzeugt, und sie war vorher in dieser Weise nicht bekannt. Karmapa Dorje hat über die schwarze Krone gesprochen. Er sagt an der Passage der älteren Befreiungsgeschichte von Düsung Khyentse, indem er sagt hier, er hat einen schwarzen Hut aus schwarzem Damast getragen als Zeichen, mit den Markierungen von einem ganzen Bündel von runden Blumen, und er hat dann Abbildung davon bekommen aus dem Garchen, aus dem großen Zeltlager und in seinen verschiedenen anderen Kloster sitzen, und die ihn zeigen in der Weise mit der schwarzen Krone darauf. Und das sind viele andere Dinge, die man darüber sagen könnte, aber da ist jetzt nicht viel Zeit dazu, und deswegen werde ich auch da nicht weiter darauf eingehen. Jetzt möchte ich als nächstes darauf eingehen, über die besonderen, wundersamen Ereignisse, die während seiner Geburt und seiner früheren Kindheit passiert sind. Der Herr des Dharma Rangjung Dorje war geboren am 8. Tage des ersten tibetischen Monats in dem Holzaffenjahr, in dem 15. Zyklus, das war 1284, und er ist davongegangen am 14. Tage des 6. Monats des Erdhasenjahres in dem 6. Zyklus 1339, und das heißt, er war ein Lehrer des 13. Jahrhunderts. Er wurde geboren in Langkor in dem oberen Dingri, und sein Vaters Name war Tönpa Chöpal und der Muttername war Jomo Yangten. Und als er geboren wurde, als er klein war, mit dem Namen Chötyap Pal bekannt. Also unmittelbar nach seiner Geburt heißt es, er habe sich niedergekniet, sein Gesicht abgewischt mit seinen Händen und seine Augen auf den Mond festgerichtet und hat gesagt, dieser Mond ist der des 8. Tages. Und zu jedem Zeitpunkt war da auch eine Tante, die in dem Hause war, und die war in der Nähe und hat das gehört und hat gesagt, dass ein Baby unmittelbar nach der Geburt anfängt zu sprechen, das ist ein schlechtes Zeichen. Die sagt, es wäre besser, wenn ihr dieses Kind wieder loswerdet.
Vater sagt, die Kinder sagten, wäre das denn richtig? Das kommt doch aus, dieses Kind kommt aus unserem eigenen Fleisch. Und die Tante hat gesagt, wenn das so ist, dann solltest du woanders dich hinbewegen. Und so sind sie dann sind sie mit ihm in einen Kuhstall gegangen. So, natürlich, weil war der ein sehr attraktives Baby, das was jedermann gerne mochte und das Baby kann nicht eures sein, haben die Leute gesagt. Und sie haben es auch gerne in den Schoß gelegt und haben mit ihm gespielt und so weiter, haben ihm viel zu essen und zu trinken gegeben und so. Als er 3 Jahre war, dann hieß es, sagte das Kind plötzlich mit 3 Jahren, ich brauche einen schwarzen Hut, der ungefähr so aussieht. Und er hat dann aus schwarzem Filz hat er sich einen Hut gebastelt und dann, als er in verschiedene Orte ging, dann hat er immer diesen Hut getragen, hat sich hingesetzt auf einen Thron von kleinen Steinen, den er sich gebaut hat und hat mit den anderen Kindern gesprochen dieser Gegend, hat ihnen die Art und Weise gelehrt, wie, dass man das Aufzeigen der 3 Kayas bezeigt. Und er hat dann wegen der früheren all dieser früheren Eindrücke, die er empfangen hat, hat er den Dharma nicht vergessen und so heißt es, er hat dann einen Vers gesprochen, das heißt, ich habe all diesen Anschein hier erkannt als den vielfältigen Widerschein und obwohl er hier erscheint, so ist er doch leer von Wahrheit und Wirklichkeit. Ich fühle Mitgefühl mit euch, ihr Kinder, die ihr dies nicht erkennt. All das ist hier wie eine magische Schau, ist wie Trugbild und wie Regenbogen gleich. Und zu jener Zeit war die Mutter war mal auf irgendein Fest gegangen, auf eine Festivität und hatte da 3 Arten von Seide bekommen und die Seide ist dann irgendwie abhanden gekommen. Jemand anderer hat sie genommen, die Mutter war darüber ganz betrübt und hat geweint und dann sagte das Schütterpferd, das Kind, ach, das sind doch nur 3 Stücke von Seide. Ich habe eine große Kiste davon in Zobe stehen und gefüllt mit Seide und wenn das davon was haben willst, dann kann ich dir das geben. So hat er aus Hellsicht gesprochen und an einem anderen Zeitpunkt hat war sein Vater ihn auf den Schultern getragen und da war als sie des Weges ging, da eine ganze Schafherde groß vor ihnen und der Vater hat gedacht, oh, das wäre schön, wenn diese Schafe alle mir gehörten und der Sohn, den er auf den Schultern trug, der sagte, na, hast du dich in die Schafe verliebt? Und tatsächlich, sagt der Vater, und wenn du so verliebt bist, dann bist du in Reichtum und dann, ich habe viele Pferde da in den Dokam und die kann ich dir alle geben. Sagte der Vater, du kannst offensichtlich meine Gedanken legen. Wer bist du denn? Und er sagte, ich bin Rinpoche Karmapa. Und das hat ihn sehr erstaunt, den Vater. Er dachte, Und er dachte sich, in dem Fall, dann, wenn das so ist, kann mich erinnern, dass der letzte Rinpoche damals mir ein Geschenk gegeben hat und hat gesagt, Dönpa, ich werde mal dein Haus für eine Weile borgen müssen. Und so, vielleicht ist es das, was er gemeint hat. Und so hat er tiefes Vertrauen vom Tiefe seines Herzens in ihm entstanden. Und das müsste wohl diese Gelegenheit gewesen sein. Damit ist tatsächlich ihnen das Vertrauen entstanden, das muss wirklich diese Wiedergeburt von Karmapakshi sein. Und zu der Zeit waren sie wohl, seine Eltern und der Haushalt, die waren wohl etwas sehr arm. Und sie hatten wohl viel Hunger auch von Zeit zu Zeit. Und der Vater hatte wohl mal den Gedanken und dachte, es wäre doch wunderbar, wenn wir auch immer genug zu essen und zu trinken hätten und so weiter. Das wäre doch herrlich. Und er hatte einen großen Hunger und Appetit auf Essen und Trinken. Und dann sagte der Chöchapal, sein Sohn, du bist so verliebt in Essen. Und er sagte, ja, bin ich. Und dann solltest du herumgehen und überall verkünden, dass ich die Wiedergeburt des Rinpoche bin. Das kann ich machen. Ja, und danach waren sie auf dem Wege über einen Fluss und haben dann dort direkt auf ein Dorf sich zubewegt. Da gab es
Nein, das Baby sagte, wenn wir diesen Fluss hier überqueren, dann wird da direkt ein Dorf sein und da gibt es genug zu essen und zu trinken. Und so sind sie dorthin gegangen und da gab es tatsächlich ein Fest und da gab es genug zu essen und zu trinken. Und sein Vater, Tümba, der wurde durch all die Menge des Bieres dann sehr betrunken und er hat dann zu allen anderen Anwesenden gesagt, hier mein kleiner Junge ist die Wiedergeburt des Rinpoche Karmapa und so. Und so hat es allen Leuten einfach verkündet und viele haben dann Vertrauen empfunden, haben sich verneigt und haben von ihm Segen erbeten. Und das heißt, dass hier sein Vater jemand war, der eben auch von einem früheren wohlbekannten Dharma-Lehrer aus Latö, einem Khenchen Selkampa, den getroffen und da war ein Lehrer aus Latö anwesend, Khenchen Selkampa, der hat danach gefragt und hat dann sich erkundigt, hat ihn danach gefragt und aus dieser Unterredung mit dem kleinen Jungen kamen dann diese Geschichten der Befreiung, dem Zwischenzustand zustande. Sein Vater war seinerseits jemand, der ein Übender von Shije und Chö war. Schon von frühen Jahren an hat er diese Tradition, die So-Tradition von seinem Vater her und anderen übermittelt bekommen. Und er hatte also die Shije-Tradition und auch weitere Arten von Ermächtigung. Und so hat er dann von ihm auch den Abhisheka von Yangda Kheruka und Vatakilaya und so weiter dann von weiteren Mantra-Übenden empfangen können. So, das soweit zu der Geburt. Und dann ist die Frage, wie er der erste Tulku in Tibet geworden ist. Und dazu möchte ich sagen, dass ganz allgemein die Tradition von Tulkus eben eine Besonderheit der tibetischen Art der Überlieferung des Buddhismus ist. Und tatsächlich heißt Tulku nichts anderes als Nirmanakaya. Ist also ein Name dafür, für die Kayas des Buddha, die sich verkörpern und in der Gestalt von Körper erlangen. Und dieses ist der Formkaya des Buddha, der zum Wohle aller Lebewesen wirkt. Und es gibt natürlich verschiedene Arten von Nirmanakaya. Ehrwürdige Bodhisattvas können sich in verschiedenen Arten wiederverkörpern und sogar gewöhnliche Lebewesen können sich durch die Kraft von Samadhi, Konzentration, selber auch solche Ausstrahlung haben. Nur Buddhas aber haben den eigentlichen Nirmanakaya, das man als Nirmanakaya bezeichnet, aber weil es gewisse Ähnlichkeiten aufweist, haben Tulkus damit auch etwas Vergleichbares. Und dann die Tatsache, dass überhaupt Wiedergeburt vorhanden ist, sozusagen, dass es frühere und spätere Leben hat, dass gewöhnliche Lebewesen dann eine Wiedergeburt in Samsara erfahren durch ihre Karma und ihre Geistesstörung und so weiter und dass Bodhisattvas sich durch Mitgefühl und ihre früheren Wünsche verkörpern und Buddhas dann anstrengungslos erscheinen und Geburt annehmen zum Wohle aller anderen. Selbst gewöhnliche Lebewesen können solchen starken Wunsch und durch die Absichten dann die durch ihre Lebzeiten hinweg zum Zeit des Todes dann solche Wünsche machen, dass sie wiedergeboren werden, wenn sie sagen, sie wünschen, dass sie sich so und so wiedergeboren werden möchten, so wie es zum Beispiel im Sutra der Eigenschaften von Sukhavati und anderen Sutras erklärt ist. Wenn man die Tatsache betrachtet, dass es überhaupt frühere und spätere Lebzeiten gibt, dann ist das ganz allgemein in der Lehre des Buddha eine Selbstverständlichkeit. Und vielen anderen Schriften darüber, in dem allgemeinen, dem Vijnana oder dem Shakyamuni, gibt es Geschichten darüber, über des Shakyamunis, Buddhas eigene frühere Wiedergeburten und so weiter, die Vergangenheit und die früheren Lebzeiten und die späteren von anderen Individuen auch durch ihn erklärt, dort
zeigen. Und die Tatsache, also bloß die Vergangenheit und die Zukunft in verschiedenen Lebzeiten zu erklären, alleine ist noch keine Besonderheit oder eine tibetische Erfindung. Und dann aber die Tradition, dann solche großartigen Wesen in einer kontinuierlichen Weise dazu zu benutzen, dass sie die Lehren zum Wohle der Lebewesen über die fortgesetzten Lebenszeiten hinweg dann durchführen können. Diese Tradition begann mit dem Herrn des Dharma Rangjung Dorje. Und von da aus hat sie sich allmählich verbreitet über die verschiedenen tibetischen Traditionen, die größeren und die kleineren. Und das in Tibet ist also, heißt es, dass man mehr darunter leidet, dass ein Tulku, eine Wiederverkörperung nicht erscheint, als dass man sich darüber trauert, dass ein Guru gegangen ist. Und es gibt so verschiedene Arten und Weisen, wie Tulkus erkannt werden. Darüber möchte ich aber heute nicht sprechen. So in kurz gesagt, hier ist es also, dass es da verschiedene Arten von größerer und wichtigerer und weniger wichtiger Arten von Tulkus gibt oder höhere und niedrigere Stufen. Aber historisch gesehen haben insgesamt die Tulkus, diese Wiederverkörperung, die Lehre des Buddha in Tibet besonders betont und haben dem einen großen Nutzen gespendet. Und diese Tradition, dass bestimmte Lebewesen eben wiedererkannt werden als die Verkörperung oder als Tulkus bezeichnet, gibt es bis auf den heutigen Tag. Der Herr des Dhamma Rangjung dort war jemand, der als Karmapakshis Wiederverkörperung oder Tulku erkannt wird durch den Top Urgyen Rinchen Pal, also ein Mahasiddha. Das war ein direkter Schüler des Mahasiddha Götzangpa, einer aus der Drukpa Kagyu Überlieferungslinie. Er hatte große Erfahrungen, tiefe Einsicht. Er war jemand, der weit gereist war in Indien und in China. Und man könnte das dagegen von Chang und er hat in Tibet zu der Zeit vielleicht die meisten Reiseerfahrungen und Erfahrungen. Und das heißt, er war ein echter, aufrechter Siddha, der eigentlich ganz nach seinen eigenen Wünschen verfahren konnte und sich nicht danach richten musste, was andere von ihm denken, selbst den Leute wie Kublai Khan. Und so heißt es, dass zu der Zeit, als Karmapakshi dabei war, aus dem Leben zu gehen, war dieser Mahasiddha Ojinpa mit 70 Schülern, haben sie davon gehört, von dem Ruhm des Karmapa, und da wollen die ihn gerne sehen. Und so sind sie nach Ü, in diese Berge da gegangen und im Norden, und Ojinpa hat gedacht, naja, will mal sehen, ob der wirklich die Kräfte der Hellsicht hat, dieser Karmapa, und deswegen gehen wir heute Nacht dahin. Und als sie dann mitten in der Nacht dort ankamen, zu diesem Zeitpunkt, Karmapakshi hatte das bereits gewusst und hatte seine Mönche instruiert, sagt, Ojinpa kommt daher und jeder sollte ihn willkommen heißen. Also zum Zeitpunkt, als sie dann ankamen, wurden sie mit Bannern und Schirmen in Empfang dann der Stelle, wo das Maitreya's Dharma-Thron aufgebaut war und Ojinpa und seine ganze Gruppe hier zusammenkamen. Und es war das erste Mal, dass also den Ojinpas Stolz dadurch etwas erschüttert wurde. Und dann sind sie nach ihnen gegangen und Karmapakshi sagte, hier, soll ich euch mal den Meister und seine Schüler alle so ein bisschen so in Panik versetzen, dass ihr herumlauft, Angst habt wie die Hasen? Ja, bitteschön, sagte der Ojinpa. Und Karmapakshi hat also einen tiefen Atemzug genommen, hat dann einen besonderen Blick eingenommen, und Ojinpa und seine ganzen Schüler sind dadurch so plötzlich in Bewegung geraten, dass sie unkontrolliert in einen Tanz verfallen sind. Und dann hat Rinpoche gesagt, es ist genug. Na gut, dann setzt euch nieder. Und so war erneut Ojinpas Stolz erschüttert worden. An demselben Abend dann war dann ein Gana-Chakra und dann Ojinpa hat ein Gana-Chakra abgehalten und wurde da ein bisschen betrunken und hat es gar nicht mitbekommen, dass ein Hund das ganze Fleisch für den Gana-Chakra gestohlen hat. Das war ihnen gar nicht bewusst. Am nächsten Tage, dann ganz früh am Morgen,
ist Ojenpa ganz früh zum Frühstück zu Kamapachi gegangen und der sagte, das ist euer Fleisch von dem Ganachakra von einem Hund gestohlen wurde. Habt ihr das nicht gemerkt? Da wurde ihm sofort klar, dass auch Kamapachi hier wieder ein Zeichen von Hellsicht gezeigt hat und sein Stolz war erneut erschüttert. Und dann sagte Kamapachi, es scheint, dass da kein größerer Mahasiddha hier in Tibet ist. Und Ojenpa dann sagte, na, diese Art von Stolz oder über solche Qualitäten, die habe ich eigentlich nicht. Und dann sagte Kamapachi, na, wenn das so ist, dann sing doch mal das Lied des Stolzes, das du da gesungen hast in der Asura-Höhle, da wo du ganz voller Stolz an inbrünstig in der Höhle gesungen hast. Und Ojenpa war sofort beschämt und wieder war sein Stolz erniedrigt. Und danach hat er erkannt, dass Kamapachi ein unglaublicher Mahasiddha war und hat von ihm Dharma-Unterweisung erbeten. Und Kamapachi hat ihm gesagt, du gehe bitte nach Süden und du wirst da den großen Nutzen der Lebewesen vollbringen. Und nicht nur das, in der Zukunft wird da jemand kommen, den musst du aufziehen. Zieh ihn auf und gib dann ihm dieses hier. Und hat ihm dann einen Text gegeben, eine Kopie eines Textes, das Aufzeigen der 3 Kayas und einen schwarzen Hut. Zu dieser Zeit dachte Ojenpa, da gibt es doch eine Vorhersage von Düsum Khyampa. Und darin heißt es, dass an diesem Sitze hier 3 Personen kommen werden, die einen schwarzen Hut tragen. Das bin jetzt 2 waren schon da, wahrscheinlich ist der 3. jetzt, das bin wahrscheinlich ich. Und er hat ja den Hut jetzt gerade in die Hand gekriegt und er dachte, okay, dann bin ich das. Und er hat den Hut aufgesetzt. Und da sagte so dieser Kamapachi zu ihm, nein, das bist nicht du. Da wird jemand kommen und den sollst du aufziehen. So hat Kamapachi hier, hat ihm dadurch sein Vermächtnis gegeben und hat ihm den Anweisungen gegeben für die Zukunft. Und so ist dann und dann war dann später Ojenpa als rein 시제 거드줄이야 개발 여행 근데 지금 미시에서래 세상 뒤도스고 샤유 송샤 되는 밑 넘주 그 당의 세배기 넘주 직당 말 제주마 직당 말 제주마 직당 전에 마음발이야 네 결혼 내자 여기 다들 송샤 이 거대 제리아 용으로 도나 런중도 지게 다 가서 뒤거다 다 등기 쉬는 시대 다 제라스나 다 등기 가서에 가서 런중도 지기 yap되게 대베 내주 템베캅리아 아니 까마 보신들의 송비 데 송종사 디 아차야르 팀브레 so 아니 신에 응기 최탐지기네 안다 레명게 제바스나다 강다리아 규겐가 실데네 아니 우겐바든 제베브레 우겐발야 드린제야 임비나 ja, so hat er verschiedene Voraussagen getroffen, die zu dieser Zeit dann für die Zukunft gedacht waren. Und es ist im Alter von 4 Jahren, dass als er vom Alter von 4 Jahren war, hat er dann den Mahasiddha Ojenpa wieder getroffen. Das ist also im Tibetischen, wenn das der 5. Lebensjahr. Und er hat diese Verbindung durch all diese Verbindung von früherem Dharma und Samaya und Karma und so weiter und den Wünschen von früherer Zeit. Und in der Nacht, bevor er ihn getroffen hat, hat Ojenpa selber einen Traum gehabt, in dem der
Dann Karmapa Rinpoche dort zu ihm kam und sagte, ihm verschiedene Lebensgeschichten, Befreiungsgeschichten gezeigt hat und viel Dharma und dann die Worte gesagt hat, ich komme und ich sei sicher, dass du das verstanden hast. Und das hat er ganz klar und deutlich gesagt in dem Traum. Am nächsten Tag hat er zu seiner Umgebung gesagt, hier, die Wiederverkörperung von Rinpoche Karmapa wird heute kommen und stellt sicher, dass ihr ihn empfangen könnt mit Musik und Schirmen und so weiter. Aber er dachte sich, na, das muss ich mal prüfen. Und er hat einen großen Thron da aufbauen lassen, dem Gedanken, wenn es wirklich mein Guru ist, dann wird er darauf sitzen und dann wird er fähig sein, darauf zu sitzen. Wenn nicht, dann ist es eben nicht mein Guru. Und als dann tatsächlich die Bediensteten, seine Gefolgschaft sah, dass der Tüter Pal mit seinen Eltern des Weges kam, dann haben sie ihm diese willkommen geheißen mit Musik und so weiter und haben sie nach ihnen eingeladen. Und dann ist aber dieser kleine Junge ganz direkt, ohne sich zu verneigen von dem großen Mahasiddha Oyenpa, dem Guru, ist er einfach an ihm vorbeigegangen und ohne Zögern hinaufgeklettert auf diesen hohen Thron da. Und das ist für ein 5-jähriges Kind schon etwas erstaunlich und hat sich darauf gesetzt und hat dann gesagt, und Oyenpa sagte, was machst du da, du schlecht erzogener Junge? Und er sagte, in deinem früheren Leben war ich dein Guru. Und dann klettert er runter von dem Thron, hat sich verneigt und hat gesagt, aber das war in einem früheren Leben. Und in diesem Leben musst du bitte mein Guru sein. Und dann der Mahasiddha Oyenpa fragte dann aber viele Fragen und hat dann gesagt, hier, um das rauszukriegen, aber wirklich die Wiederverkörperung von Karmapakshi sei. Zum Beispiel hat er ihn gefragt, erzähl mir über dein früheres Leben, erzähl mir deine Lebensgeschichte. Und dann hat er begonnen, die Geschichte aus dem Zwischensein, aus dem Badezustand zu erzählen. Und dann fragt er, wann habe ich den Guru Karmapa damals getroffen? Und der Junge hat den Vers ausgesprochen zu den ehrwürdigen Herrn, der ehrwürdige Herr aus Latö. Oyenpa kam, um mich zu sehen. Wir sprachen über den Nordwesten Indiens und so wie und er hat mir Bodh Gaya beschrieben. Und wir sprachen von Wissen und von echtem Dharma. Und das nächsten Tag hat Oyenpa ihn gefragt, sagt hier, okay, hier hast du wenn du mein Guru bist, dann lese diesen Text. Hat ihm also einen Zettel überreicht mit Buchstaben darauf und hat und dann hat er einige von den Buchstaben hier einfach ohne Zögern laut vorlesen können. Bei einigen anderen hat er ein bisschen gezögert und musste sich sehr konzentrieren, musste die ausbuchstabieren. Und dann ist Oyenpa in Lachen ausgebrochen und gesagt, diese Art von Text zu lesen, sowas Lustiges habe ich mir noch nie vorher erlebt. Und dann fragte ihn Oyenpa, wie alt bist du eigentlich? Und dann hat das Kind ihm geantwortet. Und wenn Oyenpa sagte, dann bedeutet das, du am 8. Tage des 1. Monats des Affenjahres geboren bist. Und mein Guru ist aber am 3. Tage des 9. Monats des Schafjahres gegangen. Dazwischen liegen nicht mehr als 4 Monate und 5 Tage zwischen diesen beiden. Dann kannst du nicht mein Guru sein. Und er sagt, was sagt dann das Kind darauf? Und ich bin in meinem Bewusstsein, ist in den Körper, in den Schoß der Mutter eingetreten im 5. Monat, nachdem sich 5 Monate lang das Kind schon darin gebildet hatte. Und aus diesem Grunde habe ich damals zu der versammelten Gruppe der Sangha gesprochen. Mein früheres Bewusstsein hier ist schon nach Gang Shulmo dorthin gegangen und deswegen werde ich nicht mehr lange hier bleiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt über irgendetwas, dann fragt bitte alles jetzt. Und das hast du auch gehört damals. Und so habe ich das früher gesagt. So hat er also praktisch vor seinem Weggehen, hat er sein Bewusstsein bereits transferiert in den Mutterschoß des zukünftigen Wiedergeburten.
Und dann hat Ojimba weitergefragt, und was weißt du noch alles so? Erzähl doch mal. Er sagte, okay, nachdem ich damals gegangen bin, als Kamapashi gestorben bin, bin ich erstmal ein bisschen in Götterbereiche gegeben und dann wieder zurück. Und da gab es in den Tölungen, Bazang, Kloster. Und da war damals ein altes Paar, die waren so unglücklich darüber, dass ihr Kind gestorben war im Alter von 5 oder 6 Jahren. Der war gerade eben gestorben. Die standen weinend vor der Leiche ihres Jungs. Und ich habe gedacht, nun ja, das würde den Lebewesen nützen, und bin hineingegangen in diesen Körper und habe dann die Augen geöffnet, und dann haben sie gesagt, oh, die Augen eines Gestorbenen schauen auf des Lebenden, das ist ein schlechtes Omen. Und dann haben sie die Augen zerstört und haben die mit Nadeln die Augen durchbohrt und so weiter und haben Dinge auf ihn geworfen. Und da habe ich gedacht, naja, mit solchen zerstörten Fähigkeiten bin ich nicht in der Lage, Lebewesen zu nützen, und habe den Körper wieder verlassen. So habe ich mich erinnert. Und da hat Ojimba gedacht, naja, das kann man ja überprüfen, und hat Boten ausgesendet, um diese herbeizuholen. Und dann die Boten haben dann berichtet, als sie zurückkamen, genau so wie das Kind hier das erzählt hat, so war das. Und später sind dann diese Eltern von diesem Kind, das damals gestorben war, die sind dann später nach Zopo gekommen und haben als Entschuldigung dafür eine Kuh und 10 ganze Bündel von Gerste und so weiter gebracht und das tief bereut. Und was weißt du noch so alles? Fragte dann Ojimba. Das sind ja schon erstaunliche Geschichten, erzähl doch noch ein bisschen mehr. Dann sagt er, nun ja, da war ich in dem Mutterleib, und mein Vater hat gesagt, das war so, er sagte, ich habe eigentlich geträumt, dass wir einen Sohn bekommen. Und die Mutter sagte, nun ja, wenn es ein Sohn ist, dann wird er sich nicht bewegen. Und wenn es ein Mädchen ist, dann wird es sich im Leib bewegen. Und dieses Kind hier in meinem Bauch, das bewegt sich die ganze Zeit, also muss es ein Mädchen sein. So habe ich sie sagen hören. Und hat also darin alle Klänge und Gestalten und Gerüche und alles habe ich so mitbekommen, als wäre da keinerlei Hindernis. Das kann ja nun wirklich überhaupt nicht stimmen. Das muss ja voll komplett gelungen sein, sagte Ojimba. Das kann nicht wahr sein. Hat die Eltern herbeigeholt und hat sie dann, ich muss sie mal alleine in Person sprechen, und hat dann mit sie gefragt, dann als sie kam, was habt ihr euch da mal unterhalten darüber, ob das ein Junge sei, während er noch in dem Mutterleib war? Habt ihr darüber gesprochen, ob es ein Mädchen oder eine Junge wird? Und sie haben dann geantwortet, ja, das das haben wir tatsächlich, ja, und haben das bestätigt. Und was habt ihr dann gesagt? Und die haben gesagt hier, nachdem war Ojimba sehr erstaunt. Er sagte, in der Vergangenheit gab es einen Mönch in Shilingpa in Indien, der war von dem Schleiern in dem Mutterleib sich aufzuhalten, unberührt oder unbefleckt. Aber in Tibet bist du der Einzige, der hier solcher Art unbeeinträchtigt ist, davon dem Makel in deinem Mutterleib eingezwängt zu sein. Und außer du, Kenny, ist da niemand, der solcher Art von diesem im Mutterschoß zu sein, von diesen Schwierigkeiten unbefleckt und unbeeindruckt ist. Und er zeigte sein Wohlgefallen in vielfältiger Weise, hat dann die Bodhisattva-Gelübde verliehen und die anderen Vorsätze und Gelübde. Und er sagte, der Name meines Gurus, war der verborgene Name, war Rangjung Dorje. Und so werde ich dich hier auch mit dem Namen Rangjung Dorje benennen. Und 지당기 까마버시
Er hat mir damals auch gesagt, mein Lehrer hat mir damals gesagt, in der Zukunft wird jemand kommen, den soll ich aufziehen. Und er ist hier hat gesagt, hier ist die schwarze Krone und das ist dieser Text, wer die drei Grayas aufzeigt, den musst du ihm geben. Und so gab er sie zu Rangchung Dorje. Und das war im Alter von 7 Jahren, dass Rangchung Dorje dann sich entschloss, die Bestwertung zu durchschreiben mit Kunden Sherab und als dem Camper und dem Nyenye-Legenden Bum. Und er sah das Gesicht von Avalokitesh, war der direkt, und er hat gesagt, dieser sah das Gesicht von Avalokitesh und sagt, dieser Truko wird hier den Nutzen für Lebewesen weitreichend vollbringen. Dann gab diese Vorhersage und Yenre hat das in einer Preisung aufgeschrieben, deren 100-fachen der Geschenk oder Darbringung dem oberen Dingri und hat dann diese nach oberen Dingri geschickt, um ihn nach Zopo zu bringen. Und er wird dort, aber ich werde heute darüber nicht viel mehr sagen. So, jetzt um die Tatsache, dass sein Gesicht in dem Mond erschien. Kamapakschi war der Guru auch in der Yuan-Dynastie des damaligen Herrschers Kublai Khan. Und Orjimba war auch eingeladen gewesen unter dem Herrscher dort und es hatte dort, der ihm dann folgte als ein Hauptlehrer. Und der gleichen Weise war Rangchung Dorje zu seiner Zeit von dem Yuan-Herrscher Wenzong eingeladen worden, der großes Vertrauen in den Dharma hatte. Und das war die Tradition, dass er dann ihn einlud und so war. Also der staatliche Guru, der Kungal Jaltsin und so weiter, war dazu mit beauftragt, ihn einzuladen, Rangchung Dorje. Aber währenddessen auf dem Wege traten dann schlechte Zeichen auf und das alles wissend hat, dass der Herrscher nicht lange leben werde, hat Rangchung Dorje dann sich sofort zurück nach Zopo begeben und kurz danach ist tatsächlich auch Wenzhong verstorben und Rangchung Dorje ist dann weiter nach Zentral-Tibet, wieder mal nach China gegangen, kam in der Gegend von Dadu, das heutige Pekings, an und hat dort in dem 10. Monat im Jahre 1332 und er hat aber verstanden, dass es wieder Hindernisse gäbe für das Leben des Herrschers zu jener Zeit. Yuan Ningzong starb dann schon nach 43 Tagen, nachdem er den Thron erklettert hat. Zu jener Zeit war dann der jüngere Bruder von Ningzong, Togon Tenur, war weit weg davon in Guangxi und Rangchung Dorje, aber vorhersagte, dass er dann der nächste, in 6 Monaten der nächste Herrscher sein werde. 1333 war dann Shundi derjenige, der auf den Thron klettern wollte, aber tatsächlich war es in Wirklichkeit Togon Tenur, der es letztlich dann diesen Thron innehalten konnte. Und dann hat Rangchung Dorje 2 Jahre lang in China verbracht und hat der Herrscher hat ihm dann den Titel verliehen, der Buddha, der die Natur aller Erscheinungen kennt und hat ihm einen kristallenen Siegel gegeben und hat dann und da waren nur 45 Jahre vergangen seit dem Tode von Kublai Khan und Shundi und dann haben aber schon dann 10 verschiedene Herrscher, die sich abgewechselt haben. Aus diesem Grunde hat der Yuan-Herrscher darum gefragt, ob Rangchung Dorje eine Methode kenne, wie man das Leben verlängern könne. Und Rangchung Dorje hat geantwortet, dass man dazu das Lebenswasser benutzen solle, das Guru Rinpoche in Samye Chimpo dort hinterlegt habe. Und wenn der Herrscher dieses bekommen könnte, würde er lange leben. So ist dann daraufhin im Jahre 1335 Rangchung Dorje zurück nach Zentral-Tibet und hat diesen Guru Rinpoches Langlebenswasserextrakt aus Samye Chimpo gewonnen, um dann 1336 wieder nach dem Yual der Hauptstadt zurückzukehren und hat dem Herrscher dort dieses Langlebenswasser überreicht und dem Langlebensmächtigen gegeben. Und der Herrscher war daraufhin jemand, der mit der längsten Regierungszeit von 36 Jahren. Der nächstlängste war dann Kublai Khan, war vorher Kublai Khan gewesen mit einer Regierungszeit von 35 Jahren. Und im 1339 dann an einem Mittag eines 14. Tages des 6. tibetischen Monats ist dann Rangchung Dorje hier an dem Chakra Samvara, Mandala und so weiter errichten lassen, eine Statue davon und hat ihn das umrundet und hat sich davon niedergesetzt und ganz offen in den Raum geschaut, die Hände zusammengelegt und viele Kagyu-Gurus waren dort versammelt, hat er eingeladen zum Yidam
Gottheiten und die Dakas und Dakinis waren so versammelt und er hat sie instruiert und es wurden große Geschenke überreicht und dann Rangjung Dorje hat dann die Selbsteintritt in Selbstermächtigung als Chakrasamvara durchgeführt, eine Handdarbringung von Amrita und hat all den anwesenden Amrita gegeben, die alle darüber sehr hoch erfreut waren und das hat das Herzmantra des Chakrasamvara viele Male und mit dem Klang der Trommel dann wiederholt und hat den Leuten gesagt darum, dieser Yogi muss in einen anderen Bereich übergehen und seid deshalb hier eifrig in der Übung des Dharma. Und ist an diesem Abend dann in dieser Nacht noch sein Nirvana direkt an dieser Stelle erlebt und ist davongegangen. Am nächsten Tage heißt es, dass dann sein Gesicht dem Mond zu sehen war, das heißt Rangjung deutsches Gesicht im Mond. Und das sieht man in den roten Annalen der tibetischen Geschichte, heißt da drin, dass an dem Abend des 15. der Führer der Karidu Rintimur kam, um den Herrscher zu treffen und dann, dass er dem Palast an den Toren angelangt war, dem Torhaus, das sah er in dem Mond einen goldenen Stupa und den gesamten Körper des Herrn des Dharma dort und 18 andere sahen es auch und haben sich verneigt und 2 konnten es aber nicht sehen. Und dann wurde der Herrscher sofort informiert und der Herrscher kam mit seinen ganzen Ministern und so weiter und alle haben es gesehen und der Herrscher hat daraufhin einen Auftrag gegeben, dass Künstler dieses eben abzeichnet werden. 2 solche Tankas damit erstellen und das eine hat der Herrscher zu Hause behalten, mit demselben inbrunstigen Vertrauen behandelt, als ob es Rangjung Dorje da selbst gewesen sei. Und das zweite wurde nach Zurbo weitergegeben und ist die Grundlage geworden für das, was später der Kamagadri Malstil geworden ist, der sich daraus entwickelt hat und haben dieses als Beispiel benutzt und zu jener Zeit waren so viele, die das Gesicht in den Mond gesehen haben. Den blauen Annalen heißt, wurde auch des Herrn des Dharma, wurde er dort im Mondantlitz gesehen und dann viele haben sich dieser Zeit verneigt und haben tiefes Vertrauen verspürt. Das alles ist in der Einklang mit der Geschichte, auch in den 1000 Lichtstrahlen, die Augen öffnen von Padpo-Chenga Synam Gyaltsen, das heißt dann, zu denen jederzeit damals in Dadu, das ist Peking, haben ihn in dem Mond gesehen. Sie haben sich verneigt und haben viele Geschenke dargebracht. Das ist genug für heute, für die Einführung in Rangjung Dorjes Lebensgeschichte für jetzt. Vielen Dank.